Ja, ich darf euch auch alle herzlich begrüßen heute an diesem Sonntagmorgen zu diesem Gottesdienst. Auch alle, die im unteren Bereich mit dabei sind und auch alle, die über Livestream heute mit dabei sind. Ich werde ganz kurz etwas zu mir noch sagen. Mein Name ist Michael Putzi. Ich bin glücklich verheiratet mit Felicitas. Wir haben 3 wunderbare Kinder. Die Jasmin, Silas, Julia, 6, 4 und 2 Jahre alt, alle im September geboren. Ganz große Geschenke. Und wenn alles gut geht, dürfen wir im Juli noch ein 4. Kind bekommen. Das Größte in meinem Leben, das war 2004 im Juli. Da habe ich das erlebt, was wir vorhin gehört haben. Auch ich war sehr gebunden an Süchte, Alkohol, auch leichte Drogen. Und ich habe mit eigener Kraft versucht, dagegen anzukämpfen über Jahre. Das Ergebnis war gleich 0. Und dann kam dieser große Moment, wo ich verstanden hatte, Jesus Christus, das zeigt uns auch die Bibel, dass er die Macht hat, Menschen neu zu machen. Und ich durfte dort auch mein Leben ihm ganz anvertrauen, um Vergebung meiner Sünden bitten, ihm die Herrschaft übergeben, ihn aufnehmen. Und dann begann ein neues Leben. Ja, ich bin auch so dankbar, dass das wirklich möglich ist bei Jesus Christus. Und das Thema heute Morgen, Jesus bietet dir, was du wirklich brauchst. Darum geht es heute Morgen. Und ich möchte einsteigen mit einer wahren Geschichte aus dem Jahre 1912. Es war der 14. April, ein herrlicher Sonnentag, ein Sonntag. Die Titanic, stolz, war sie hinausgefahren. Unten an diesem Schiff war ein Schriftzug: Wir brauchen keinen Gott und keinen Prediger. Bei der Abfahrt hatte der Kapitän noch gesagt, dank der Technik können solche Schiffe nicht mehr untergehen. Und auch Gott kann dieses Schiff nicht versenken. Als dann aber die Titanic einen Eisberg rammte und einen 90 Meter langen Riss dadurch hatte, nutzte alles Pumpen nichts mehr. Aber an Bord war John Harper, ein Baptistenprediger, und er war auch unter denen, die gegen den nassen, kalten Tod kämpften. Doch er hatte keine Angst vor dem Sterben. Er war ein überzeugter Christ, ein Anhänger Jesu Christi. Und gerade jetzt in diesem Notmoment dachte er nicht an sich selber, sondern an die anderen. Er war dort im Wasser, ein junger Schotte an ein Brett geklammert, trieb auf ihn zu und er rief ihm zu, bist du gerettet? Nein! Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Die trieben auseinander, wenige Augenblicke später wurden sie wieder zusammengeführt und mit letzter Kraft sprach John Harper noch einmal, bist du gerettet? Nein! Und noch einmal kam dieser Ruf, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet. Und dieser Schotte konnte später aus dem Wasser gezogen werden, gerettet werden. In Hamilton, Ontario bezeugte er dann, dass er John Harpers letzter Bekehrter sei. Er hatte diesen Ruf ernst genommen. Leben und Sterben, Leib und Seele dem Herrn Jesus anvertraut. Und beides fand er in dieser verzweifelten Nacht. Rettung für seinen Leib, aber eben was noch wichtiger ist, für seine Seele. Wir sind heute in einer evangelistischen Veranstaltung und in einer Evangelisation reden wir hauptsächlich über Gott und über uns Menschen. Auf der einen Seite ist der heilige Gott, der lebendige Gott. Auf der anderen Seite ist der sündige Mensch. Und zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen ist eine Scheidewand,
eine Trennwand. So sagt es die Bibel. Unsere Sünden scheiden uns von unserem Gott. Und wenn der Mensch in diesem Zustand stirbt, dann geht er verloren. Ewig verloren. In die ewige Nacht, in die ewige Verdammnis. Aber in seiner großen Liebe sandte Gott seinen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt hinein. Und Jesus Christus ging für die Schuld aller Menschen ans Kreuz von Golgatha. Dort bezahlte er mit seinem Leben, mit seinem Blut den Preis für deine und meine Schuld. Und Jesus blieb nicht im Tod, sondern er auferstand am 3. Tag siegreich aus den Toten und sein Angebot gilt bis heute. Vergebung der ganzen Lebensschuld und ewiges Leben. Jeder ist eingeladen, jeder darf kommen zu diesem Jesus Christus. Und zigtausende haben es erlebt. Sie sind in einem einfachen Gebet zu Jesus Christus gekommen, haben ihn um Vergebung gebeten und haben ihn aufgenommen als ihren Retter, als ihren Herrn und Heiland. Sie sind wiedergeboren, sagt die Bibel, zu einer lebendigen Hoffnung und sie haben die Gewissheit, nach dem Sterben bei Jesus zu sein. Bei mir war das vor etwas mehr als 16 Jahren. Ja, wie geschieht so etwas? Durch Bekehrung und Wiedergeburt. Ich möchte das mal erklären. Bekehrung ist eher die menschliche Seite der Errettung, wenn Gott mich ruft. Wiedergeburt ist eher die göttliche Seite. Bei der Bekehrung gibt der Mensch, bei der Wiedergeburt gibt Gott. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünden, bekennt sie und Gott nimmt sie ihm ab. Und er sagt, ich will nie mehr daran denken. Das ist gewaltig. Bei der Wiedergeburt gibt Gott nämlich das neue Leben in Jesus Christus und der Mensch nimmt Jesus Christus bewusst in sein Leben auf. Er übergibt ihm die Herrschaft. Und Jesus kommt durch den Heiligen Geist in das Leben dieses Menschen hinein und von dieser Stunde an ist er gerettet. Er ist ein Kind Gottes. Er ist ein Erbe Gottes, ein Miterbe Jesu Christi. Es ist das größte Wunder, das es überhaupt gibt zwischen Himmel und Erde. Und wir werden es auch heute so machen, dass diejenigen, die heute Morgen hier in diesem Saal sind oder im unteren Bereich, dass sie nach vorne kommen dürfen. Dass sie sich vorerst mal in den vorderen Reihen hinsetzen dürfen. Und dann möchte ich anhand einer Skizze, einer Zeichnung erklären, das mal anschaulich machen, was die Bibel über Errettung sagt, wie der Mensch ganz sicher zu dieser Erfahrung kommt. Das schon mal auch an die, die unten mit versammelt sind, dass sie sich dann einfach auf den Weg machen, hier nach oben kommen und dann auch sich hier hinsetzen. Und dann wird es dann gleich im Anschluss weitergehen. Das kann der größte Tag in deinem Leben werden, heute. Habe Mut, diese Entscheidung heute zu treffen. Ich möchte uns jetzt einen Bibeltext lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4, die Verse 1 bis 30. Für mich einer der schönsten Texte im Neuen Testament. Es ist ein bisschen ein längerer Text, aber ich möchte doch den ganzen Text lesen. Johannes 4, ab Vers 1. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, wiewohl Jesus selber nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort der Brunnen Jakobs. Da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich also an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien Wasser zu schöpfen. Jesus sprach zu ihr,
gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Sprach nun die samaritische Frau zu ihm, wie bittest du, von mir zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sprach zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen kannst? Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Quell des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Sprach die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, auf das mich nicht dürste und ich nicht herkommen müsse, um zu schöpfen. Jesus sprach zu ihr, gehe hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus sprach zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Darin hast du wahr geredet. Die Frau sprach zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten solle. Jesus sprach zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, da die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Sprach die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus sprach zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Und darüber kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sprach niemand, was fragst du oder was redest du mit dir? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist dieser nicht etwa der Christus? Soweit der Text heute Morgen. Der Herr Jesus wählte einen Weg damals, den eigentlich kein Jude, kein vernünftiger Jude ging, der etwas auf sein Volk hielt. Sie gingen alle über Peräa. Sie machten einen großen Bogen um diese Gesellschaft Samariens, um diese Mischlinge. Es war eine tiefe Feindschaft zwischen den Juden und den Samaritern damals. Doch Jesus ging durch Samaria. Hier steht sogar, er musste durch Samarien reisen. Im griechischen Grundtext gibt es 2 Worte für müssen. Das eine ist das Kre und das andere das Dai. Das Kre ist, man könnte sagen, das sogenannte Erfolgsmüssen, Lustmüssen. Ich muss jetzt mehr Geld verdienen, damit ich 2-mal pro Jahr in den Urlaub fahren kann. Oder damit ich neben dem Mercedes noch einen Porsche mir anschaffen kann.
In Lukas 12 erzählt der Herr Jesus ein Gleichnis von einem Reichen, dessen Land einen großen Ertrag einbrachte und wie der dann so zu sich selbst sagte, jetzt werde ich meine Ställe abreißen und größere bauen, damit ich genügend Vorräte für meine Pension habe. Und Gott sprach zu ihm, du Narr, Vers 20, Lukas 12, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Ihr Lieben, heute leben so viele Menschen genauso. Sie denken nur an das Zeitliche und sind nicht vorbereitet für die Ewigkeit. Es gibt im Griechischen noch ein anderes Wort für müssen, das Dai, das Schicksalhafte müssen. Das, wozu wir bestimmt sind, ohne dass ich es will. Wenn jetzt zum Beispiel die Nachricht an dich kommt, dass der liebste Mensch jetzt gerade gestorben ist, dann musst du aus dieser Versammlung rausgehen, ob du willst oder nicht. Das wäre Dai, das Müssen Gottes, das wir nicht im Griff haben, das ein Weltmensch beschreibt mit Zufall, der plötzlich eintreten kann, den Unberechenbaren, das ist Dai. Und hier im Text steht Dai. Jesus musste, und er musste auf höherem Befehl, weil seine Augen alle Zeit das Angesicht des Vaters sahen, als Sohn der Ewigkeit, weil seine Uhr anders ging als unsere Uhr, durch Samarien reisen. Und jetzt kommt das Unerhörte, wegen einer einzigen Frau. Nicht, weil da Tausende waren, die Erlösung brauchten. Nein, wegen einer einzigen Frau musste Jesus durch Samarien reisen. Das zeigt uns auch etwas vom Wert eines jeden Menschen, von diesem unendlichen Wert des Menschen in Gottes Augen und dass das uns heute Morgen ganz groß wird. Auf das Seufzen einer verlorenen Menschheit hat Gott geantwortet in der Sendung seines Sohnes. Das erste Missionswerk, und Missionswerk Mitternachtsruf ist ja auch ein Missionswerk, aber das erste Missionswerk wurde nicht auf der Erde gegründet, sondern im Himmel. Als die Zeit erfüllt war, steht in Galater 4, Vers 4, sandte Gott seinen Sohn. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, euch das Leben zu bringen. Zoe steht dort im Urtext, das überfließende Leben, das Leben aus Gott, das ewige Leben. Und das ist das, was der Herr Jesus uns anbietet. Neues Leben, eine neue Kraft. Er spricht von lebendigem Wasser, das nur er geben kann. Er spricht von einer Quelle, die im Menschen entspringt, wenn er sich bekehrt. Wenn er Jesus Christus bewusst aufnimmt. Und wenn du heute dein Herz, dein Leben dem Herrn Jesus auslieferst, dann wird er deine Sünden vergeben. Er kann deine Probleme lösen. Er kann die Lasten wegnehmen. Und wenn du nicht sicher bist, dass du gerettet bist und du bist bereit, diesen Jesus als Herrn über deinem Leben zu akzeptieren, ihn anzunehmen, dann wirst du heute errettet nach Hause gehen. Der Herr sagt, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Der Evangelist Torrey, er sagte mal über diesen Vers, in diesen Worten liegt eine unvergleichliche Musik, wie eine Musik aus einer weit entfernten himmlischen Welt. Als ich selbst die große Wahrheit erfuhr, die darin zum Ausdruck kommt, wurden sie mir so kostbar,
dass ich keine Worte dafür finde. Was beinhaltet das Angebot Jesu? Ich möchte über 3 Punkte heute Morgen reden. Erstens, Erlösung durch Vergebung. Kolosser 1, Vers 14, in ihm, in Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Warum brauchen wir das? Weil jeder Mensch vom Sündenfall her seit Adam getrennt von Gott lebt. Und so wie die Sünde das Leben von Adam und Eva zerstörte, so ist es noch heute. Die Sünde trägt in allem, was sie anbietet, den Keim des Todes. Und ich kann es auch bezeugen, ein Leben in der Sünde, auch wenn ich das lange nicht gemerkt habe, es ist das Bitterste, was es überhaupt gibt. Und wenn ich von Sünde rede, dann rede ich nicht von Dingen, die ich gelernt habe. Ich musste sie tun. Die Sünde sitzt in unserem Herzen und sie ist wie Treibsand. Einmal drin, du kommst nie wieder selber heraus. Jemand, der eine Wüstensafari mitgemacht hat, er wurde Zeuge von einem Ereignis. Da ist ein Reiter mit seinem Pferd in den Bereich von Treibsand hineingeraten. Und innerhalb wenigen Augenblicken war Ross und Reiter weg von der Oberfläche. So ist die Sünde. Und ich lade dich ein, einmal gut mitzudenken. Jeder Mensch hat von Natur aus eine eiserne Kette um den Hals. Und jedes Mal, wenn ich sündige, kommt da ein Kettenglied daran. Unwahrheit oder Lüge, ein Kettenglied. Frech zu den Eltern sein, ein Kettenglied. Heute spricht man von Konkubinat, aber in Wahrheit lebt man in Hurerei. Gott hat die Sexualität geschaffen als schönste irdische Gabe zwischen einem Mann und einer Frau auf Lebzeit im Rahmen der Ehe. Sexualität praktiziert außerhalb der Ehe nennt die Bibel Hurerei. Sex vor oder außerhalb der Ehe, ein Kettenglied, sagt die Bibel. Und jetzt stellt euch einmal vor, wie lang diese Kette ist, die der Mensch hinter sich herschleppt, auch wenn man die nicht sieht. Aber sie ist da. Und kein Arzt, kein Psychiater, kein Pfarrer oder Prediger kann dir diese Kette abnehmen. Und so schleppt sich der Mensch immer weiter Richtung Ewigkeit. Nach einer Predigt von Pfarrer Wilhelm Busch kam einmal ein hochgewachsener Mann auf ihn zu und fragte ihn, ist das wahr, was Sie gesagt haben? Dass es Vergebung der Schuld gibt? Ja, sagte Pfarrer Busch. Gott sei Dank, davon lebe ich. Dann sagte der andere, ich bin Psychiater. Sehen Sie, zu mir kommen viele Menschen mit seelischen Krankheiten. Sie haben Komplexe, aber sie wissen nicht, woran sie leiden. Meist ist es Schuld, alte Schuld, an die sie sich nicht deutlich erinnern können oder wollen. Es dauert lange, ehe ich dazu durchdringe, doch dann hört meine Macht auf. Verzweifelt denke ich dann, wenn ich doch diese Schuld wegnehmen könnte. Darum frage ich noch einmal, gibt es wirklich einen, der die Schuld wegschaffen kann? Und Wilhelm Busch sagte noch einmal, jawohl, Gott sei Dank, Jesus vergibt Schuld. Der Evangelist Friedhold Vogel, er sagt es so, der heutige Mensch ist zwar nicht mehr in der Lage, Sünde deutlich zu erkennen, denn er hat die Maßstäbe Gottes aus seinem Gesichtskreis verbannt. Aber die Folgen der Sünde erlebt er spürbar. Die Ursachen vieler körperlichen und noch mehr seelischer Krankheiten liegen in unvergebenen Sünden.
Sünde ist eine geistige Krankheit, die unaufhaltsam den ganzen Menschen zerstört. Darum, ihr Lieben, brauchen wir zuallererst und so dringendst Vergebung unserer Sünden. Und genau das bietet Jesus dir an. Du brauchst Erlösung. Und wenn ein Mensch in einem Gebet zu Jesus Christus kommt, ihn um Vergebung seiner Lebensschuld bittet, dann wird ihm von einer Minute auf die andere seine ganze Schuld ausgelöscht und dann steht er da, wie wenn der noch nie gesündigt hat. Und wenn er dann Jesus Christus aufnimmt, dann legt Gott seinen Heiligen Geist in diesen Menschen hinein. Und es kommt zu einer totalen Neuschaffung von innen her. Wir haben es vorhin schon gehört, wer in Christus ist, der ist eine neue Schöpfung, eine Neuerschaffung. Das Alte ist vergangen, siehe, ein ganz Neues ist geworden. In unserem Text steht, Jesus ist müde und durstig und setzt sich auf den Brunnenrand und plötzlich sieht er diese Frau auf sich zukommen, diese Frau mit einem schlechten Ruf. Sie kommt, um Wasser zu schöpfen. Und augenblicklich hat Jesus einen ganz neuen Durst. Nicht einen Durst nach Wasser für seinen Leib, sondern einen Durst nach der Errettung dieser verlorenen Seele. Und sobald die Frau in Hörweite ist, sucht Jesus einen Anknüpfungspunkt. Und er sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Eigentlich war er nicht so sehr daran interessiert, jetzt Wasser für sich selber zu bekommen, sondern er will diese Frau weg von ihren Sünden und hin zum Empfang des ewigen Lebens führen, das nur er geben kann. Ich habe gehört von einer jungen Frau, sie hatte keinen guten Start ins Leben. Der Vater war Alkoholiker, die Mutter hatte auch Suchtprobleme, geriet dann in die Prostitution. Später kam das in ihrem Leben auch so weit, dass sie selber auch Süchte im Leben hatte, selber in die Prostitution abrutschte. Aber dann begegnete sie Jesus. Und ihr Leben wurde ein neues Leben. Heute ist sie glücklich verheiratet, Mutter von 5 Kindern und arbeitet mit ihrem Mann zusammen in einer Drogenreha. Und sie hat ein strahlendes Gesicht. Und jemand hat mal gesagt, sag mal, warum strahlst du so? Und sie antwortete, warum sollte ich nicht? Ich habe keine Vergangenheit mehr, aber eine herrliche Zukunft. Jesus bietet dir, was du wirklich brauchst. Vergebung durch Erlösung. Erlösung durch Vergebung. Aber Jesus geht noch weiter. Zweitens, er bietet dir ewiges Leben an. Das haben wir nicht aus uns. Göttliches Leben. Er spricht zur Samariterin, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Vers 14. Samariterin, Herr, gib mir dieses Wasser. Wie lange hatte sie versucht, ihren Lebensdurst in körperlicher Liebe zu stillen? Aber diese innere Leere wurde nicht ausgefüllt, sondern größer. Und genau hier knüpft Jesus an. Er sagt zu ihr, geh und hole deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Das ist Seelsorge Jesu. Wunderbar. Wie wunderbar überführt er diese Frau vom Hauptproblem des Menschen, von ihrer Sünde. Aber er öffnet ihr auch die Augen für
ein neues Leben. Weil Gott eben ein Gott der Liebe ist, zeigt er uns nie nur die dunklen Flecken in unserem Leben, die uns trennen von ihm, sondern eben auch diesen Neuanfang. Ein total neues Leben, das er ja uns schenken will. Und jetzt auf einmal erkennt sie ihr Elend, aber eben auch diese große Möglichkeit eines totalen Neubeginns. Herr, gib mir dieses Wasser. Und hier sind wir eigentlich schon am Höhepunkt oder an der wichtigsten Stelle heute Morgen. Es ist die Stunde Gottes in ihrem Leben. Aber wir sehen auch, es reicht nicht, dieses Angebot zu kennen, allein zu kennen. Man muss es einmal bewusst annehmen. Die Samariterin, sie stand vor dem Sohn Gottes. Aber sie wusste es nicht. Sie glaubte, dass es einen Gott gibt. Sie glaubte, dass Gott auch einen Retter senden wird. Dass kein Mensch aus sich heraus in den Himmel kommen kann. Jeder ist ein Sünder und braucht den Messias. Ich weiß, dass der Messias kommt, sagt sie, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Und jetzt kommt diese Antwort, die zum Wendepunkt ihres Lebens wird. Jesus sagt, ich bin's, der mit dir redet. Ich bin der Messias. Das hebräische Wort Maschiach, es ist dasselbe wie das griechische Christos, bedeutet der Gesalbte. Es ist der Titel des im Alten Testament vielfach verheißenen Retters, aber eben auch wiederkommenden Richters der Menschheit. Hier am Jakobsbrunnen offenbarte sich Jesus zum ersten Mal als der Messias einer suchenden Frau, als Geber dieses lebendigen Wassers. Zum letzten Mal tat er es vor dem Hohen Rat, vor einer Gruppe, die gegen ihn gestellt war. Und wir werden es gleich sehen, besonders als Messias, der wiederkommen wird am Ende der Zeit als Richter der Menschheit. Und ich möchte uns mal mit hineinnehmen in diesen Prozess mit tödlichem Ausgang für Jesus Christus. Als sie kein Mittel mehr besaßen, Jesus als Verbrecher, als religiösen Verführer hinzustellen, diese falschen Zeugen, sie hatten sich pausenlos widersprochen, es war richtig peinlich geworden. Da verlor dieser Hohepriester die Fassung und dann ging er einige Schritte auf Jesus zu, streckte seine Hand aus und sagte im beschwörenden Ton, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Messias bist, der Sohn Gottes. Matthäus 26, Vers 63. Und ihr Lieben, da war dieser herausfordernde Begriff gefallen. Sohn Gottes, das heißt Erlöser der Menschheit. Sohn Gottes, das heißt Schöpfer, Erhalter und Vollender des Universums. Sohn Gottes, das heißt Sieger über Vergänglichkeit und Tod. Sohn Gottes bedeutet zweite Person der Gottheit. Was würde Jesus antworten? Verstehen wir diese spannungsgeladene Atmosphäre damals in diesem Synedrium? Sie standen da, sie schauten ihn an. Es war eine unglaubliche Atmosphäre und sie hingen an seinem Mund. Was würde er antworten? Und auf seine Antwort gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn er sagt, ich bin der Sohn Gottes, dann müssen sie vor ihm niederfallen, sich hinknien und ihn anbeten. Du bist der Messias. Wir beten dich an. Die andere Möglichkeit ist, dass sie ihn niederschreien, niederknüppeln, dass sie ihn als Verführer ablehnen. Und Jesus tat seinen Mund auf. Und er sagte, ich bin es. Markus 14, Vers 62. Ich bin der Sohn Gottes, und er fügte hinzu,
Ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Und in diesem Augenblick brach der Tumult aus. Der Hohepriester zerriss sein Kleid, Zorn entbrannt, sie sprangen auf und dieser Hohepriester brüllte: Er hat Gott gelästert, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Und ehrwürdige Männer haben ihre Fassung verloren. Sie haben ihn angespuckt. Sie haben ihm ins Gesicht geschlagen. Und sie haben den Tod gefordert. Er ist des Todes schuldig. Die Entscheidung war gefallen. Der sündlose, heilige, Gerechte wurde verurteilt zum Tod am Kreuz. Ihr Lieben, ich erzähle das heute Morgen aus einem einzigen Grund. Denn auch für uns gibt es nur zwei Möglichkeiten im Blick auf die Person Jesu Christi. Und unsere Entscheidung entscheidet darüber, ob wir in den Himmel kommen oder ob wir in die Hölle gehen. Entweder ist Jesus das, was er in aller Öffentlichkeit gesagt hat, nämlich der Messias, der Christus, Retter und kommender Richter der Welt, oder er war ein Betrüger, ein Größenwahnsinniger. Wenn Jesus gelogen hat, dann müssen wir uns gegen ihn stellen. Dann müssen wir gegen diese Lehre ankämpfen. Aber wenn er die Wahrheit sagt, dann müssen wir uns niederbeugen und ihn anbeten. Und sagen: Jesus, wenn du Gott bist, wenn du der eine Weg zum Vater bist, wenn du diese einzige Tür zum ewigen Leben bist, wenn du dieses wahre Leben bist, wenn du das alles bist, dann will ich ganz dir gehören. Dann will ich dir nachfolgen. Und Jesus sagt: Ich bin es. Und mit diesem Ich bin es begegnete er dieser Samariterin am Jakobsbrunnen. Und mit diesem Ich bin's begegnet Jesus den Menschen des 21. Jahrhunderts. Warum können wir ganz sicher sein, dass Jesus der Messias, der Christus ist? Was musste denn dieser Retter erfüllen? Der Messias musste allen Versuchungen Satans widerstehen und ohne Sünde bleiben. Die Bibel sagt, er war versucht in allem, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Da musste er freiwillig und stellvertretend für uns Menschen den körperlichen und geistigen Tod erleiden. Er musste die Menschen von ihrer Schuld befreien, indem er für sie einen Preis zahlte, und dieser Preis müsste sein eigenes Blut sein. Und er müsste leiblich auferstehen als Beweis, dass der Tod für immer besiegt ist für die, die sich ihm anvertrauen. Und Gott sei Dank, genau das geschah in der Person Jesu Christi. Der Herr Jesus hat mit seinem Leben und mit seinem Tod und mit seiner glorreichen Auferstehung bezeugt, dass er der Messias, der Sohn Gottes ist. Und der stärkste Beweis dafür ist die Auferstehung. Römer 1, Vers 3. Jesus Christus ist erwiesen als Sohn Gottes in Kraft, nach dem Geist der Heiligkeit, durch die Auferstehung aus den Toten. Und bis heute werden Menschen, neue Menschen, wenn sie zu diesem Heiland kommen. Ich bekomme immer wieder mal Post nach einer Evangelisation oder manchmal auch eine Weile später von Leuten, die sich entschieden haben, die zurückgeblieben sind, die dann sich bekehrt haben, Jesus angenommen haben. Eine Person hat mir geschrieben: Seit ich in der Seelsorge war, ist die Sündenlast weg. Ich freue mich jeden Tag mehr, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Und dass ich bei Jesus bin, freue ich mich sehr. Ich danke ihm für alles und will immer bei ihm bleiben. Ein Mann, der hat ein Traktat gelesen im Gefängnis. Ein junger Mann, 20 Jahre alt. Und dann hat er geschrieben:
Hier im Knast habe ich mich entschieden, voll und ganz mit und für Jesus zu leben. Durch dieses Zeugnis habe ich gemerkt, wie wichtig diese Entscheidung war, weil diese Welt ohne Jesus so gefährlich ist. Und dann dieser Satz, im Knast bin ich mit Jesus freier als draußen ohne ihn. Und eine Nachricht hat mich erreicht von einem Bruder, mit dem ich eine Ausländerarbeit, oder ich habe da mitgeholfen während meiner Bibelschulzeit. Und wir haben dort mit Menschen aus verschiedensten Nationen Gemeinschaft gesucht, sie eingeladen, mit ihnen Tee getrunken, etwas Leichtes oder so Gebäck gegessen, aber dann immer wieder das Evangelium ins Zentrum gestellt. Und er hat mich dann orientiert über einen Iraner. Der Mann kam zum Glauben an Jesus Christus und er schrieb dann, ich war ein gottesfürchtiger Mensch, wie die meisten Leute in meinem Land. Ich habe jedoch meinen Glauben nicht gelebt. Ich habe nie den Koran gelesen. Die Beziehung zu meiner Frau war schlecht. Wir waren 10 Jahre verheiratet, aber wir liebten uns nicht. Einmal hat mir jemand eine Bibel geschenkt. Obwohl ich den Koran nie gelesen habe, las ich die Bibel von vorne bis hinten in wenigen Monaten. Beim Lesen der Bibel kam ich auf die Stelle in Offenbarung 3, Vers 20. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Dieser Vers rührte mich zu Tränen. Ich ging zu meiner Frau und zeigte ihr diesen Vers. Lange haben wir nur geweint. Dann nahm ich Jesus in mein Herz auf. Sie hat es auch dann getan. Und er hat mein Leben komplett verändert. Ich fing an, meine Frau und meine Mitmenschen zu lieben. Ich kann meine Erfahrung mit Jesus nicht für mich behalten. Ich möchte mit allen darüber reden. Natürlich gab das in meinem Land Probleme. Man hat uns ausgestoßen und es gibt Leute, die uns töten wollen. Aber ich bete für meine Feinde. Der Herr Jesus kann auch ihr Leben neu machen. Ihr Lieben, Jesus kam vor langer Zeit als Retter. Und er wird wiederkommen. Und wir stehen unmittelbar vor seiner Ankunft als Richter dieser Welt. Er hing stellvertretend für dich und für mich an diesem schrecklichen Kreuz. Er hat die Todesstrafe, die eigentlich wir verdient hätten, für unsere Sünde, hat er bereitwillig auf sich genommen. Und ich denke, wir sollten uns immer wieder neu vertiefen in diese Geschichte des Karfreitags. Und das kann man im Grunde genommen nicht tun, ohne zutiefst innerlich erschüttert zu werden. Über die Rauheit, über die Überheblichkeit, über den Stolz des menschlichen Herzens. Sie haben Jesus misshandelt. Die Bibel sagt, sie haben ihm den Bart ausgerissen. Jesaja 50, Vers 6, prophetisch auf diese Situation. Ich bot meine Wangen denen dar, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Sie haben ihm ins Gesicht geschlagen. Matthäus 26, Vers 68. Sie spien ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn. Und nachdem sie ihn verhüllten, spotteten sie. Weissage uns doch Christus, wer dich schlug. Sie haben mit einem Metallrohr ihm auf den Kopf gehauen. Wofür? Er hatte niemals einen unreinen Gedanken. Sie haben ihm den Rücken zerschlagen mit diesen furchtbaren römischen Geißeln. Widerhaken, Bleikugeln waren eingeflochten. Das war so schlimm. Man konnte nicht mehr hinsehen. Knochen wurden sichtbar. Das war keine normale Geißelung. Man konnte sogar die Rippen sehen, die Wirbelsäule. Und dann hat man Jesus unschuldig ans Kreuz genagelt. Eine Dornenkrone ins Haupt gepresst. In die Kopfhaut. Und er hat alles ertragen. Bei vollem Bewusstsein. 6 Stunden. Er, der nie gesündigt hat, war durchbohrt für deine und meine Schuld. Weil wir so schrecklich gesündigt haben, weil wir in die Irre gegangen sind, hat er das alles erlitten, aus Liebe zu dir. Es war die größte Liebestat, die je vollbracht wurde. In einem Lied heißt es, dort hängt ein Mann am Kreuze und stirbt.
Was hat er denn verbrochen? Was hat er denn getan? Warum hängt er am Kreuze? Warum schlägt man diesen Mann? Liebe, nichts als Liebe, ja nur Liebe war das bei ihm. Liebe, nichts als Liebe, ja nur Liebe war das bei ihm. Auf ihm lag alle Sünde und alle Schuld dieser Welt. Was macht der Mann am Kreuze? Was hat ihn so entstellt? Warum muss der Mann sterben? Warum wird er so gequält? Liebe, nichts als Liebe, ja nur Liebe, war das bei ihm, war das bei ihm. Darf ich dich fragen, hast du ihn angenommen? Gehörst du Jesus? Kannst du sagen, ja, ich habe es verstanden. Er hat alles für mich gegeben. Er soll mich ganz haben. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Darf ich fragen, bist du gerettet? Wenn nicht, warum nicht? Spürst du nicht, wie er heute seine Hand nach dir ausstreckt und sagt, ich habe dich so lieb, öffne doch endlich dein Herz, schlag doch endlich ein. Mach es doch so wie diese Samariterin damals. Sie fasste einen Entschluss im Herzen und sie tat den Schritt ihres Lebens. Sie vergisst Hunger und Durst. Sie lässt ihren Krug stehen und sie wird Missionarin Gottes. Und durch ihr Zeugnis kommt eine ganze Stadt mit Jesus in Kontakt. Und er bleibt dann 2 Tage dort. Und diese Leute sagen dann zu dieser Samariterin, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Jesus bietet dir, was du wirklich brauchst. Vergebung, neues Leben und dadurch, 3., unser letzter Punkt, völlige und sofortige Errettung vor der Verdammnis und hier schon die Kraft, ein verändertes Leben zu führen. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21, Vers 5 und 2. Korinther 5, Vers 21, Vers 17. Wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, ein Neues ist geworden. Schon hier und heute beginnt das ganz Neue. Und dieses neue Leben ist ein Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Das müssen wir nicht selber vollbringen. Den ersten Schritt zu Jesus müssen wir selber tun, aber den nächsten geht er schon mit. Und dann haben wir seine Kraft zur Verfügung, ein neues, ein verändertes Leben zu führen. Wenn du Jesus aufgenommen hast, dann sind dir, Originaltext 2. Petrus 1, Vers 4, die kostbarsten und größten Verheißungen geschenkt. Dieser Vers gehört zu den bemerkenswertesten Versen des ganzen Neuen Testaments. Diese kostbaren und größten Güter, die uns geschenkt sind in Christus, noch einmal zusammengefasst, vor allem Vergebung der ganzen Lebensschuld. Keine Verdammnis. Frieden mit Gott. Ewiges Leben. Trost in schweren Erdenstunden, sagt die Bibel. Gott ist ein Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, 2. Korinther 1, Vers 3. Dann auch Führung in den wichtigsten Entscheidungen des Lebens. Wie dankbar bin ich, wenn ich überhaupt nicht wusste, wie es jetzt da weitergeht. Herr, übernimm du alles. Ich habe keine Ahnung, wie die Zukunft aussieht, aber hat mich noch nie enttäuscht. Ich könnte jetzt da einige Dinge sagen. Dann eben die Kraft, ein verändertes Leben zu führen. Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Und bei der Entrückung die Verwandlung in einen himmlischen Körper. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Unsterblichkeit anziehen. Einen neuen Leib werden wir bekommen. Wir werden gleich sein wie Jesus. Jesus bietet dir, was du wirklich brauchst. Die Samariterin hat das Angebot angenommen. Es hat ein neues Leben angefangen.
Und lieber Mann, der du noch nicht bekehrt bist, bitte mach es heute. Mach den Schritt über diese Schwelle. Wir werden gleich jetzt dann noch ein Lied hören und während dem Lied darfst du einfach hier nach vorne kommen, im vorderen Bereich mal Platz nehmen. Liebe Frau, und meistens sind die Frauen noch ein bisschen mutiger, wenn es um geistliche Entscheidungen geht. Wenn du noch nicht bekehrt bist, komm heute. Auch die, die im unteren Bereich sind, dürfen sich dann auf den Weg machen, hier nach oben. Ihr jungen Männer, ihr jungen Mädchen, kommt. Ich möchte im Anschluss den Heilsweg erklären, auch für die, die per Livestream mit dabei sind. Noch einmal zeigen, was die Bibel über diese Entscheidung sagt, damit man es mal sehen kann. Und dann, wenn du das wirklich möchtest, dann wollen wir gemeinsam die Hände falten. Ich werde ein Gebet vorsagen, wie wenn ich mich heute bekehren würde. Und du darfst dieses Gebet zu deinem eigenen Gebet machen. Und der Herr wird dieses Gebet ernst nehmen. Ob jetzt einer in Italien sich in dieser Stunde bekehrt, auf Italienisch redet, oder einer in Russland auf Russisch, oder einer in China in Chinesisch. Der Herr erhört alle gleichzeitig. Er kann alle Sprachen. Und er hat Vollmacht, Sünden augenblicklich zu vergeben und eben ewiges Leben zu geben. Mach es heute. Ich wünschte, dass heute wieder einige den Schritt über diese Schwelle tun. Habe Mut. Ich möchte mit uns beten und möchte alle, die können, einladen, dazu aufzustehen. Und anschließend würde ich dann erklären, wie es dann weitergeht. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für diesen wunderbaren Morgen, für diesen Gottesdienst, für die Möglichkeit dieser Evangelisation, für dein wunderbares Wort, für dein Reden heute Morgen, für deine Tat auf Golgatha. Es war die größte Tat, die je getan wurde auf dieser Erde. Du bist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Herr, wir stehen jetzt vor dir. Und hier sind Menschen, sie sind noch nicht gerettet. Komm ihnen zu Hilfe. Gib den Mut zu dieser Entscheidung. Ich danke dir, Herr, dass jeder, der zu dir kommt, von dir angenommen wird. Du wirst niemanden hinausstoßen. Du hast gerufen in diese Welt hinein. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Und das brauchen wir, Herr. Hilf auch mir, Herr, bei den Erklärungen gleich im Anschluss, dass alles verstanden wird, damit jeder erkennen kann, was zu tun ist, um dieses Heil, das du auch heute anbietest, anzunehmen. Hab du Lob und Dank für alles. Amen. Ich möchte das so erklären, damit alle gut verstehen können, was die Bibel über diese größte Entscheidung sagt, die ein Mensch überhaupt hier in diesem Leben treffen kann. Ihr dürft so auch dort sitzen bleiben, wenn ihr wollt. Einfach einmal um die Erklärungen zu sehen. Ja. Das ist jetzt einfach für alle, die da sind und die von daheim zuschauen. Gut, dann möchte ich jetzt beginnen mit den Erklärungen. Wir sehen hier diese Skizze. Wir sehen ein Dreieck. Das ist ein Symbol für den Gott der Bibel, wie die Bibel uns den lebendigen Gott offenbart. Es ist ein Gott und doch drei Personen. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Dann haben wir gehört, dass vom Sündenfall her
jeder Mensch getrennt von Gott lebt. Seit Adam, seit dem Sündenfall ist der Mensch von Geburt an getrennt in diese Welt hineingeboren worden. Wir haben keine Verbindung mehr mit Gott. Und wir haben gehört, auf der einen Seite ist der heilige Gott, auf der anderen Seite sind wir Menschen. Und momentan sind es etwas über 7 Milliarden Menschen. Und jeder Mensch entfernt sich immer weiter von Gott weg, eigentlich durch jede neue Übertretung seiner Gebote entfernt er sich immer weiter weg von Gott. Da gibt es natürlich unterschiedliche Leute. Das ist jetzt ein Mensch, der hat so große Sünden, dass ganz Dübendorf oder die ganze Stadt Bescheid weiß. Dann gibt es Menschen, die haben vermeintlich so Kleinigkeiten, kleine Sünden, Neid, Hass, Stolz, Lügen, Stehlen. Sieht man von außen nicht so gut, aber Gott sieht es. Dann gibt es moralisch sehr gute Leute, die gibt es, auch heute, in unserer Gesellschaft. So jemand würde jetzt zum Beispiel nie fluchen. Vorbilder in unserer heutigen Zeit, aber auch sie sündigen. Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt und sie sind ausgeschlossen von der Herrlichkeit Gottes. Und wenn der Mensch so weiterlebt, eines Tages wird er sterben. Und dann geht er mit all seiner Schuld in die Ewigkeit eigentlich nur über diese Linie. Und dort kommt er ins Gericht. Es ist gegeben, dem Menschen zu sterben einmal, danach aber das Gericht, steht in der Bibel. Dort werden Bücher aufgetan und da steht alles drin, was wir getan haben, was wir gesagt haben, was wir gedacht haben. Und wir werden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben ist. Da findet keine Verhandlung statt. Jesus Christus wird das Urteil sprechen und dieser Mensch geht an einen furchtbaren Ort. Ewige Verdammnis, Hölle, äußerste Finsternis. Ich kann das mit meinen Worten eigentlich nicht beschreiben. Das wird so schlimm sein und es wird ohne Ende sein. Doch Gott will das nicht. Darum kam Jesus. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass keiner verloren geht, sondern dass alle zur Umkehr, zur Bekehrung kommen. Jesus kam vor 2000 Jahren in diese Welt und er ging für die Sünden aller Menschen, stellvertretend an dieses Kreuz. Und Jesus hing an diesem Kreuz und er nahm die Sünde der ganzen Welt auf sich. Er wurde beladen mit unserer Schuld, er, der nie gesündigt hat. Und dann geschah Folgendes: Weil Sünde trennt von Gott, musste sich sein Vater abwenden von seinem Sohn. Und da schrie er an diesem Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber es war der Plan Gottes. Und Jesus starb am Kreuz für unsere Schuld, für deine und meine Schuld. Und dieses Opfer hat der himmlische Vater angenommen, bestätigt als vollkommen gültig, indem er seinen Sohn am 3. Tag aus den Toten auferweckt hat und zum Retter der ganzen Welt bestimmt hat. Und jetzt sagt der Herr Jesus in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Das kann dein Leben jetzt darstellen, diese Punkte. Auch in deinem Leben gibt es Sünde. Wenn wir jetzt die 10 Gebote mal durchgehen würden, dann muss eigentlich jeder einsehen, das habe ich nie alles gehalten. Wenn ich an einem Gebot schuldig geworden bin, steht in der Bibel, habe ich das ganze Gesetz gebrochen. Schuldig vor Gott. Aber wenn ich das einsehe, dann darf ich so kommen, wie ich bin. Ich muss mich nicht zuerst verbessern. Das macht dann der Herr. Und so darf ich kommen
dieser schwarze Punkt, das kann heute dein Standpunkt sein. Du darfst so kommen, wie du bist. Die Bibel nennt das Bekehrung. Abkehr vom bisherigen Weg, Hinkehr zu Jesus Christus. Und bei einer Bekehrung geht es nicht um ein paar Sünden, die wir getan haben, um 50% oder 90% oder 99%. Nein, wenn ein Mensch so zu Jesus kommt, mit der Bitte um Vergebung, dann wird ihm 100% seiner Sünde augenblicklich vergeben und ausgelöscht. Und dann steht er da, wie wenn er noch nie gesündigt hat. Das ist Gnade. Wir hätten keine ungeschehen machen können. Sie sind gemacht worden. Aber weil Jesus bezahlt hat, es ist schon bezahlt, kann es einfach auslöschen. Das ist die eine Seite, die Vergebung. Dann das neue Leben in Jesus Christus, das empfange ich, wenn ich Jesus bewusst aufnehme. Johannes 1, Vers 12, allen aber, die Jesus Christus aufnehmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Das sind die, die von Gott geboren sind. Das sieht so aus, in dem Moment, nachdem ich meine Sünde in Jesus Christus bekannt habe, um Vergebung gebeten habe. Und da möchte ich erwähnen, wir haben es im Zeugnis gehört, es gibt gewisse Sünden, die mich schwer belasten, die mir so bewusst sind, dass ich sie jetzt namentlich nennen kann. Aber es geht bei der Bekehrung nicht darum, dass ich jede einzelne Sünde aufzählen muss. Dann wäre ich heute noch dran. Dann es steht, tut Buße, bekehrt euch, auf dass eure Sünden ausgelöscht werden, auf dass Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Ich bete dann, Herr Jesus, bitte vergib mir alle meine Sünden, alle, die ich noch weiß, aber auch die, die ich nicht mehr weiß. Wir können uns unmöglich an alles erinnern, aber er weiß es und er wird alle vergeben. Das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, so steht es geschrieben, reinigt uns von aller Sünde. Manche beschreiben das, es ist wie eine Last von mir weggegangen. Und dann, nachdem ich um Vergebung gebeten habe, nehme ich Jesus im Glauben auf. Herr Jesus, komm du jetzt in mein Leben hinein, übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Und wenn ich ihn bitte, in mein Leben zu kommen, um die Herrschaft, die Führung zu übernehmen, dann kommt Jesus Christus in mein Leben hinein. Ich gehe durch diese Türe durch, bin ein Kind Gottes geworden und das ist dann der Weg, der schmale Weg, der zum Leben, zum Himmel führt. Ein Mensch, der eine Bekehrung erlebt hat und eine Wiedergeburt erlebt hat, ist errettet. Errettung hat zwei Seiten. Und Errettung ist vollständig, wenn wir das erlebt haben. Und für die, die jetzt von zu Hause mit dabei sind und die jetzt im Saal hier sind, möchte ich jetzt heute so machen, dass ich jetzt gleich ein Gebet laut vorsage, wie wenn ich mich jetzt entscheiden würde. Diese zwei Bereiche sind Inhalt dieses Gebets. Wir werden zu Jesus Christus beten. Warum? Er hat die Macht, Sünden zu vergeben. Wenn jetzt jemand zum Vater im Himmel betet, ich denke, der Vater freut sich, wenn du kommst. Aber ich denke, er würde so sagen, schau, mein Sohn hat für dich bezahlt. Geh zu ihm. Er vergibt die Sünden. Und auch nachher, wenn ich mich dann entschieden habe, darf ich auch immer wieder den Namen des Herrn Jesus anrufen, ihm danken, ihm meine Anliegen bringen. Aber jetzt, wenn es um Errettung geht, wollen wir gemeinsam zu Jesus Christus beten. Und ich lade dich ein, von zu Hause oder auch hier im Saal, gleich mit mir zu beten. Ich werde einen Satz sagen und dann darfst du diesen Satz laut, dass du es selber auch hören kannst, auch so aussprechen. Jesus Christus ist hier und auch bei dir zu Hause, unsichtbar und doch gegenwärtig. Und er wird dein Gebet beantworten. Die Voraussetzung ist natürlich, dass ich das aufrichtig ihm sage. Und so möchte ich jetzt beginnen mit dieser Übergabe. So darfst du mit mir zusammen so beten. Herr Jesus Christus,
Ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin und verloren bin. Aber ich glaube, dass du, Herr Jesus Christus, für alle meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich bringe dir jetzt meine ganze Vergangenheit, meine Kindheit, meine Jugend, meine Worte und Taten und Gedanken. Herr Jesus Christus, bitte vergib mir jetzt alle meine Sünden, alle, die ich noch weiß, aber auch die ich nicht mehr weiß. Herr Jesus, ich danke dir für das Kreuz. Ich danke dir für Golgatha, dass du dort dein Leben und Blut für mich gegeben hast. Wasche mich jetzt mit deinem Blut. Ich bekehre mich jetzt zu dir. Und Herr Jesus Christus, die Bibel sagt, wer dich aufnimmt, wird ein Kind Gottes, wird gerettet, wird wiedergeboren. Darum lade ich dich jetzt ein. Komm du in mein Leben hinein. Ich öffne dir mein Herz und ich nehme dich jetzt im Glauben auf. Komm du in mein Herz hinein. Ich möchte für immer dir gehören. Und du sollst für immer mir gehören. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben und verändere du mich so, wie du mich haben willst. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich heute angenommen hast. Amen. Wenn du dieses Gebet mitgebetet hast, im Herzen bejaht hast, aufrichtig gebetet hast, dann ist jetzt Folgendes passiert. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, vom Wort her bedeutet das, wir sagen es, wie es ist, dann vergibt uns Jesus und reinigt uns von aller Sünde. Angenommen, ich hätte jetzt hier viele Kugelschreiber. Und ich möchte das mal symbolisch nutzen. Das waren alle deine Sünden. Und jetzt hat die Bibel gesagt, das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Jetzt nehme ich alle Schreiber weg aus dieser Hand und frage dich, wie viele Sünden hast du jetzt noch? Und wenn du jetzt sagst, keine, dann bist du genau richtig. Genau so steht es geschrieben. Das sagt die Bibel. Das ist Gnade, Geschenk. Und dafür können wir immer wieder neu danken. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wir haben Jesus bewusst aufgenommen und er ist in dein Leben gekommen, durch den Heiligen Geist. Ob du das jetzt spürst oder nicht, das ist nicht entscheidend. Manche spüren gar nichts, manche können sagen, doch, es hat sich in diesem Augenblick etwas verändert in mir. Es geht darum, was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, wer Jesus Christus aufnimmt, wird wiedergeboren. Er nimmt dadurch den Heiligen Geist auf und sein Name wird eingetragen im Buch des Lebens. Er ist ausgelöscht worden im Gerichtsbuch, eingetragen ins Buch des Lebens. Und jetzt ist es so, Jesus Christus sagt, wer mir dankt,
der preiset mich und ich werde ihm das Heil Gottes zeigen. Darum geht es jetzt noch darum, dass wir Danke sagen. Wenn ich ein Geschenk bekomme, dann sage ich ja in den allermeisten Fällen, das ist ja das Normale, Danke, dann gehört es mir. Und so wollen wir jetzt zum ersten Mal dem Herrn Jesus, das ehrt ihn, das freut ihn, der ganze Himmel freut sich, wenn du dich jetzt entschieden hast. Aber wir wollen dem Herrn Jesus jetzt Danke sagen. Und ich werde jetzt noch einmal ein kurzes Gebet, einfach ein Dankgebet sprechen. Normalerweise darfst du das auch ganz allein mit eigenen Worten formulieren. Das kann jetzt einfach auch noch für die, die mit dabei sind per Livestream, eine Hilfe sein. Und auch ihr dürft auch so jetzt in einem einfachen Gebet zum ersten Mal danken für die Errettung. Es ist vollbracht, es ist alles geschehen jetzt. Und jetzt wollen wir dafür danken. Wir danken für die Gotteskindschaft, wir danken nochmal für die Vergebung. Und ich werde auch noch danken, dass eben mein Name im Buch des Lebens eingeschrieben ist. So steht es geschrieben, das hat der Herr gesagt damals zu seinen Jüngern, als sie vom Missionseinsatz zurückkamen und berichtet haben, was alles passiert ist in seinem Namen, im Namen Jesu. Und dann hat er gesagt, freut euch nicht in allererster Linie darüber, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch viel mehr darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Darum wollen wir jetzt nochmal die Hände falten und noch einmal beten miteinander. Du darfst auch so noch einmal zum Herrn beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du meine Sünden vergeben hast, weil es so in der Bibel steht. Ich danke dir, dass ich jetzt dein Kind geworden bin, dass mein Name im Buch des Lebens eingetragen worden ist. Hab du Dank dafür. Amen. Vielleicht nimmst du dir anschließend selber noch Zeit, vielleicht gibt es noch andere Dinge, für die du danken möchtest. Aber das ist jetzt grundlegend das, was wir so zum Ausdruck bringen dürfen vor ihm. Noch einmal, wir dürfen jeden Tag danken. Ich danke jeden Tag auch, dass ich ein Kind bin, dass ich errettet bin. Und am besten beginnen wir den Tag auch so mit einem Dankgebet. Jetzt werden wir den Livestream beenden. Und ich wünsche euch Gottes Segen. Und das Beste ist auch, wenn du dich jetzt entschieden hast, melde dich doch hier beim Missionswerk, teile uns das mit. Wir wollen auch weiterführende Literatur dir zukommen lassen oder wenn du Fragen hast, sind wir sehr daran interessiert, dass du von der Bibel her die gute, die richtige Antwort bekommst. Und versuch auch Kontakt zu bekommen mit anderen Christen in einer Gemeinde, wo du Gemeinschaft hast, wo du wachsen kannst im Glauben. Ich wünsche dir von Herzen Gottes Segen. Auf Wiedersehen.